das so, dass am Prinzip ja nicht all Mensch daheim bleibt oder kann bleiben. Es gibt auch Leute, die nach Schaffen gehen oder müssen Schaffen gehen. Und wir wollen ein Minimaloffer garantieren, dass einfach nach den zum Beispiel kein Auto hat, aber kann auf seine Arbeit zum Beispiel kommen, wenn er muss Schaffen gehen. Wir haben den Fahrplan ganz stark ausgedünnt, den Tram für den Mann nach just am 4-Stunden-Rhythmus als Beispiel. Wir werden sogar nach Meierhof gehen am nächsten Tag. Wir wollen aber ein minimales Service aufrechterhalten, weil da wichtig ist, dass die Leute Mobilität garantiert behalten, was sie dann unbedingt sie müssen, dort können zurückgreifen. Buschauffeuren haben wir protegiert, die vier Stiere vom Bus die nicht abgemerkt, und wir haben die erste Sitzreihen hinter dem Chauffeur sind aufgesperrt, sodass kein kann nur bei den Buschauffeur kommen. Natürlich, der Buschauffeur hat auch Instruktionen, was die Hygiene generell belangt, wie sich so verhalten. Und natürlich auch ein Appell und Klienten, nicht viel bei den Buschauffeur zu gehen, das zu respektieren. Und da denke ich, da kommen wir dort zusammen gut dadurch. Wir können ziemlich sicher sagen, dass wir den Service aufrechterhalten können. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir natürlich eine ganz dramatische Krise gegen den Rutschen, aber das wollen wir ja gerade verhindern, dass der Virus sich so schnell und so breit ausbreiten, dass wir nämlich genug Personal hätten, können selbstverständlich auch dort zu Engpässen kommen und zu Ausfällen kommen. Wir machen im Moment alles, für das zu verhindern, das ist das ewige Ziel. Wir können den Flughafen nicht, wollen noch nicht ganz so machen, weil wir erstens für eine Reihe essentielle Funktionen brauchen. Auch hier ein Beispiel für den Frachtverkehr können wir froh sein, im Moment, dass wir eine Fluggesellschaft wie Cargolux haben, das ist wie eine Luftbrücke nur draußen. Die Grenzen sind zwar im Moment nicht so, aber wir wissen, dass es zu vielen Behinderungen können durch Kontrollen, Kamions stauen, und wir haben aber über den Luftverkehr hauptsächlich am Giderbereich eine Garantie, dass wir mindestens sicher können rauskommen. Das gilt für allem natürlich für medizinisches Material. Cargolux werden in den nächsten Tagen auch viel aus China fliegen, wo wir ja gut Kontakte haben für uns nach da verschiedene medizinische Material zu besorgen. Und dann natürlich braucht man auch für der Rescue verschiedene andere Services der Flughafen, respektive für Leute, die man muss sicher für ihrem Heim zu kriegen. Wir die Passagier-Airline, den regulären Passagierbetrieb, haben wir angestellt, oder wird bis Montag größten jetzt angestellt gehen. Wir werden aber noch mal Flieger ankommen, und das hauptsächlich für die Leute sicher geht für ihrem Heim zu bringen.